Gerald Herrmann, hallo, guten Tag, hier in Bangalore auf der Biofach Indien, zweiter Tag. Ich würde gerne ein bisschen Impressionen einfangen, wie das Event läuft und von Stakeholders, die im Biomarkt aktiv sind, in dem Fall Organic Services München mit einem Büro hier in Bangalore. Welchen Eindruck haben Sie hier von der Messe? Also, wenn ich jetzt zurückblicke, ich gehe hier zu der Messe schon bevor sie Biofach hieß, nämlich India Organic. Das ist mit Sicherheit die lebhafteste und bestbesuchte Messe. Sie ist gut organisiert, sie bringt neue Inspirationen, sie bringt neue Organisationen, vor allem Firmen, die sich an den einheimischen Markt wenden. Firmen, die ich in den Jahren zuvor noch nicht gesehen habe. Sehr professionell in der Verpackung, im Marketing. Eins ist sehr deutlich, man wird nicht ständig am Ärmel gezupft und gezogen, Sir, can you help us, im Export. Das findet fast nicht mehr statt. Die meisten gehen brav auf ihr Buyers Meet und treffen dann und reden dann, aber die meisten schauen auf den Inlandsmarkt. Viel stärker, als es die letzten Jahre der Fall war. Insofern sage ich ganz klar, man merkt, dass der indische heimische Markt Geschwindigkeit aufnimmt. Das erste Mal, dass man das Gefühl hat. Und auch wenn man mit den Unternehmen redet, die verdoppeln ihre Umsätze, wenn nicht sogar noch mehr, von einem Jahr aufs andere. Also da scheint jetzt endlich Bewegung reinzukommen. Okay, wo gibt es denn Ihrer Meinung nach noch Optimierungspotenzial? Also das ist sicherlich im Auftreten. Viele kommen noch sehr bäuerlich und als Organisation daher. Sie haben noch keine Erfahrung im Markt gesammelt. Viele hängen sehr vielen Illusionen an, dass sie glauben, also das geht oder das geht und sie sind so weit. Also da ist weder innerhalb ihres Unternehmens klar, was sie eigentlich wollen, was ist die Strategie, mit welchen Produkten wollen sie auf welche Märkte gehen. Also da ist sicherlich noch sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf. Ja. Was schätzen Sie ein, wie viele Firmen jetzt hier auf der Biofach India, wie viel Prozent der Firmen quasi bereit sind für einen Export auf den europäischen oder auf die westlichen Märkte? Schwierig zu sagen, weil es immer sehr unterschiedlich ist. Die gar nicht ausstellen, aber die sehr professionell zum Beispiel verarbeitete Sojaprodukte, Lecithin, Pulver und verarbeitete Produkte anbieten, die schon längst in den Märkten sind. Denen begegnet man nur, wenn man sie kennt, ansonsten sieht man die gar nicht. Ich glaube, es sind mehr Firmen, als man glaubt, bereits im Export tätig sind. Der eine exportiert Kaffee an Hamburger Kaffeegroßhändler, der andere Fruchtpulpen oder Gewürze. Also es ist doch erstaunlich für mich immer wieder, wie viele dann doch, obwohl sie auf so einem Niveau sind, doch in die Märkte einen Weg hineinfinden. Aber alles in allem würde ich sagen 10%. Aber Organic Services India ist ja im Prinzip auch Vermittler, nehme ich an, für die Firmen, die exportwillig sind, beziehungsweise für die europäischen Firmen, die importwillig sind. Ist das richtig? Also ich würde sagen, aufgrund der langen Erfahrung hier in Indien eher der Weg aus den Märkten nach Indien, weil das wesentlich effizienter ist und einfacher ist im Sinne beider Seiten. Während, wenn man versucht, indische Firmen mit ihrem Sortiment dem deutschen Markt anzudienen, muss man sehr, sehr viele Hürden überwinden. So, und wie ist es Markt schon reif ist für Importe aus Europa oder aus dem westlichen? Also das wird noch nach wie vor eine Zeit lang dauern, auch wenn ich gesagt habe, dass dieser Markt hier, der Inlandsmarkt, sich wirklich stark entwickelt. Aber man sieht an den Produktgruppen, die indischen Verarbeiter im Handel anbieten, sind alles noch oder vorwiegend Basisprodukte. 90% sind Bohnen, Reis, Gewürze, wenig verarbeitete Produkte und man sieht die ersten Müslis oder Flakes, man sieht ein paar Säfte, aber der Erfahrung nach ist es im Preisniveau bei Verarbeitung
nach wie vor schwierig in der Akzeptanz. Und insofern glaube ich, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber man darf den Schritt oder den Zeitpunkt dann auch nicht verpassen, weil dieser Markt doch sehr, sehr stark am Boomen ist. Auch professionell im Lebensmitteleinzelhandel. Ja, dann beobachten wir den Markt weiter in den nächsten Jahren und werden sehen, was sich tut. Dankeschön. Ja.